verdammt lang her, da ich was alles ernst nahm. Es ist ein besonderes Jahr für Wolfgang Niedecken. Er feierte den 75. Geburtstag. Seine Band BAP besteht seit 5 Jahrzehnten. Im April wurde er für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Und der Erfolg reißt nicht ab. Im Sommer spielte BAP im ausverkauften Müngersdorfer Stadion. Auf der Loreley gelingt BAP 1982 der Durchbruch. Ihre Alben stürmen sofort die Charts. Kölschrock zum Mitsingen kommt an. Die Songs längst Hymnen. Die Musik nicht allein Unterhaltung, sondern auch Haltung. Aus der Kristallnacht. Wolfgang Niedecken hat mit BAP Geschichte geschrieben. Im Herbst geht er mit seiner Band auf Jubiläumstour. Ihr Titel: 50 Jahre BAP, die Zielgerade. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Wolfgang. Ja, ich freue mich auch. Wie fühlt sich das an, so ein Jubiläumsjahr? Ach, das ist viel Arbeit, aber es ist natürlich auch eine große Chance, viele Leute auch zu treffen, auf Tournee und in den Medien und so. Das ist schon, aber es macht überwiegend Spaß, ehrlich gesagt. Das ist, die Aufmerksamkeit ist einfach da. Wenn man so normalerweise, man bringt ein Album raus und macht eine Tour dahinter, denkt man, ja, hoffentlich kommen die Leute auch und wollen die neuen Sachen hören. Aber jetzt bei so einem Jubiläum ist ja klar, dass wir da ein Programm spielen, wo zu 99% Stücke drin sind, die jeder kennt. Ja, ist ja klar. Das ist was ganz anderes. Ja. Der Titel 50 Jahre BAP, die Zielgerade. Wie dürfen wir das verstehen, die Zielgerade? Also ich wehre mich immer gegen diesen Begriff Abschiedstournee. Ich lege irgendwann selber mal fest, wenn ich merke, ich kann nicht mehr so, wie ich will, dass es dann die letzte Tour ist. Das werde ich aber auch nicht großartig ankündigen. Okay. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgerade und so eine Zielgerade kann sehr lang sein. Und man muss ja jetzt auch nicht so schnell unbedingt laufen. Ja, also eigentlich so ein Wink mit dem Zaunpfahl für die Leute, dass die meisten BAP-Konzerte wohl schon gespielt sind. Also wenn Sie uns noch mal sehen wollten, müssten Sie jetzt mal irgendwie in die Pushen kommen. Okay. Mehr ist es nicht. Auf zum Ziel. Ja. Okay. Reden wir mal über die Anfänge. Fangen wir einfach ganz von vorne an. Heute gibt es viel zu erzählen. Sie haben 1976 als Kneipenband angefangen und hatten eigentlich gar nicht so das Ziel, große, erfolgreiche Rockmusiker zu werden? Nein, also man musste uns zum ersten Auftritt wirklich überreden. Also wir hatten eigentlich nur, es waren also Leute, die in den 60ern irgendwann in Beatbands gespielt hatten. Und wenn man die dann irgendwo traf, in der Kneipe oder auf einer Fete, machst du noch Musik? Ja, mit wem denn? Was macht denn dein Schlagzeug? Ja, steht im Keller. Und davon immer mehr Leute. Und irgendwann haben wir müssen einen Proberaum haben, dann können wir mit all den Leuten ein bisschen jammen und vielleicht die eine oder andere Coverversion von Stones oder was spielen. Und mehr sollte das nicht sein. Und dann habe ich aus Zufall mehr oder weniger meinen ersten kölschen Text geschrieben und den dann auch mit in den Proberaum gebracht. Und dann meinte der damalige Gitarrist, sagte, das ist gut, da musst du mehr von machen. Also das heißt, das ist gut, da musst du mehr von machen. Das habe ich dann gemacht. Und dann musste man uns doch zum ersten Auftritt noch überreden. Wollten wir auch gar nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt. Und dann haben wir irgendwie Blut geleckt und dann haben wir öfters mal gespielt. Und dann kam einer an und sagte, ich habe auch sehr viel in Kneipen alleine gespielt. Okay. Weil mein Repertoire war sehr auf Kneipen angelegt. Da gab es immer was zu lachen. So. Und dann sagte einer, ich soll eine Platte machen. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann mache ich das mit den Jungs zusammen. Und das war dann das erste BAP-Album. Also es hat sich eins aus dem anderen ergeben. Und so habe ich das auch am liebsten, über all die 50 Jahre. Ich habe es immer am liebsten, wenn sich eins aus dem anderen ergibt. Ist das vielleicht auch so das Erfolgsgeheimnis? Das kann schon gut sein. Also wenn man eine Band gründet, um Erfolg zu haben, dann irgendwann verkrampft man sich. Irgendwann, was müssen wir denn machen, damit das auch gut läuft? Und dann wirst du irgendwie verkrampft. Wir waren nicht verkrampft. Wir haben unser Ding gemacht und waren erstaunt, wenn das einer hören wollte. Das ist doch bessere Voraussetzung. Und immer noch hören will. Ja. Und der Durchbruch war aber dann in Rheinland-Pfalz auf der Loreley Anfang der 80er. Das stimmt. Also, wie kam es zu diesem Konzert? Ja, wir haben ja vorher schon mal Rockballast gespielt in Hamburg in der Markthalle. Allerdings eigentlich vor Kölner Publikum, weil damit sind sie mit Bussen nach Hamburg gefahren, weil sie ganz stolz waren, dass BAP in Hamburg spielt. Und dann rief der Peter Röschel, also der Erfinder vom Rockballast, der rief dann, mit dem wir mittlerweile befreundet war, der rief dann an, wollt ihr auf der Loreley spielen, Eurovision?
am 28. August. Und wir waren gerade im Studio und wir hatten in dem Jahr so viel gespielt, dass wir erst gesagt haben, Peter, wir können nicht mehr, wir robben auf dem Zahnfleisch, wir können nicht mehr. Und hat er auch verstanden. Und dann, als das Telefon aufgelegt war, haben wir uns angeguckt und sag mal, wir haben gerade den Rockpalast Eurovision abgewählt. Echt? Ja, komm, wir rufen nochmal an. Und dann haben wir es doch gemacht. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Und das war schon großartig. Das war ja der Durchbruch schlechthin. Ja. War Ihnen das an dem Abend klar? Haben Sie da schon gemerkt, wow? Also an dem Abend habe ich es gemerkt. Also bis dahin war das alles mehr oder weniger eine Amateurband, die ein bisschen mehr Erfolg hatte als die anderen. Und auf einmal dann stehen wir dann auf der Loreley und merken, wir wussten auch, das geht jetzt europaweit. Also Eurovision heißt ja, das geht europaweit. Und das wird einem dann mittendrin bewusst. Und auch was da einmal für Reaktionen im Publikum waren. Wenn du da auf dieser Loreley auf der Bühne stehst und siehst dann ohne Ende diese Menschen da oben in diesem Oval da, in diesem Amphitheater. Echt, das scheint ein bisschen länger zu dauern mit Bab. Also wir hatten gehört, das machen wir jetzt 2, 3 Jahre und dann ist es gut. Und, so war es nicht. Das war dann irre. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Auftritt dann vorbei war und wir dann nachts hinter der Bühne dann unterhalb dann der Rhein floss. Den sieht man allerdings auf dem Foto nicht, auf das ich jetzt zu sprechen komme. Und den Schlagzeuger mit verbundenen Händen. Ja. Also wir stehen da alle und können nicht begreifen, was uns gerade passiert ist. Ich mit dieser Flasche Wein, der Wolli, der Trommler, hat die Hände verbunden, weil er sich die Hände blutig gespielt haben. Der Effendi vorne, der guckt auch, ich kann nicht mehr, was ist das denn? Also die gucken alle völlig entgeistert. Das ist das Gegenteil von einem geposten Bandfoto. Deswegen mag ich das so gerne. Das ist wunderschön, ja. Eine echte Momentaufnahme. Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen, bleiben wir in Rheinland-Pfalz. Sie sind in Köln aufgewachsen, aber Ihr Vater stammt aus Unkel, war Winzer. Mein Vater war Sohn einer Winzerfamilie, der jüngste Sohn. Er hatte noch 2 ältere Brüder und noch ein paar Schwestern. Und zwischen den Weltkriegen wurde ja die Reblaus eingeschleppt aus Amerika. Und die Winzer an Rhein-Mosel nah, die hatten alle große Probleme, damit fertig zu werden. Und dann war klar, also meine Onkels, die mussten sich einen anderen Beruf suchen. Und mein Vater ist gar nicht erst in den Beruf eingestiegen, sondern nach einer Lehre bei einem Rechtsanwalt ist er dann, bei einem Steuerberater, glaube ich, ich gehe nach Köln und mache in Köln irgendein Geschäft auf. Und dadurch ist er nach Köln gekommen mit seinem Sohn. Er war geschieden mit seinem Sohn, also meinem 20 Jahre älteren Halbbruder Heinz, nach Köln gegangen und hat ein Lebensmittelgeschäft eröffnet. Mit Ihrer Mutter zusammen dann? Mit meiner Mutter, das kam erst nach dem Krieg. Okay. Das kam erst nach dem Krieg. Also das war schon auch eine wunderbare Fügung. Also ja. Und Sie waren aber noch oft als Kind und Jugendlicher in Unkel bei der Familie zu Besuch? Ja, bei meinen Onkels, beim Onkel Heinrich, und bei Tante Enne und beim Onkel Albert und Tante Lisbeth, da war ich am liebsten. Die hatten einen großen Bernardiner, einen Neufundländer, einen schwarzen Neufundländer. Ja. Und wir waren ganz eng. Also ich durfte auch mit dem alleine losziehen und der hat mich dann auch wieder nach Hause gebracht. Also wenn ich so 5, 6 Jahre alt war, die haben mich mit dem Hund losziehen lassen und der wusste schon, wann Zeit war, wieder nach Hause zu gehen und hat mich dann auch nach Hause gebracht. Na schön. Ja, ich wollte eigentlich nachts auch bei ihm in meinem Zwinger schlafen, durfte ich aber leider nicht. Komisch. Aber er durfte dann bei mir im Zimmer schlafen. Aber wenn Sie so eine Verbindung hatten zu Rheinland-Pfalz, zu Unkel, dann aber in Köln leben, ist vielleicht eine brenzlige Frage, lieber Kölsch oder lieber Wein? Lieber Wein. Lieber Wein? Ja. Also, ich bin kein Biertrinker. Also, und echt, also das scheint auch genetisch irgendwie bei mir tief verankert zu sein. Ja. Ich mochte immer am liebsten Riesling. Ja. Und das hat mir nie einer erzählt, dass sie Riesling angepflanzt haben. Und jetzt weiß ich es. Also das ist anscheinend tief in meinen Genen. Riesling, lecker Riesling-Schorlchen im heißen Sommer. Darf auch ruhig ganz wenig Wein sein, aber das ist mein Lieblingsgetränk. Das ist einfach wunderschön. Tief geprägt. Ja. Sie waren auch im Pfadfinderlager im Brexbachtal, hier bei uns. Da haben wir auch noch mal Bilder rausgesucht, weil Sie nämlich 2022 noch mal dahin zurückgekehrt sind in dieses Pfadfinderlager. Ja. Das schauen wir uns mal an. Ja. Das auch ganz schön aussah.
Da waren Sie als Jugendlicher? Ja, das war, wir sind da von Rheinbach aus, ich war ja im Rheinbach im Internat, sind wir dann da ins Fahrrad, mit den Fahrrädern dahin gefahren. Und da gab es noch ein altes Gästebuch. Ja. Das sind wir. Da. Echt jetzt? 64, wir haben gefunden. Tatsächlich, da. Ey, ist ja unfassbar. Das ist wahrscheinlich das erste Gästebuch meines Lebens, wo ich jemals reingeschrieben habe. Ja, aber da war ich 13. Wahnsinn. Ja, wie schön. Ja, das war toll. Und in dem Pfadfinderlager war natürlich, das war auch gerade so der Umbruch. Die Beatles waren in unser Leben getreten. Ja. Vorher war ja Musik komplett uninteressant. Wir waren aber noch Pfadfinder, sind dann in das Lager gefahren und in dem gleichen Tal war dann auch eine englische Pfadfindergruppe. Und die saßen dann am Lagerfeuer und haben Beatles-Songs gespielt. Und wir saßen da und irgendeiner hatte die Akkorde von Wir lagen vor Madagaskar oder im Frühtau zu Berge und das war so langweilig. Und das muss sich ändern. Hat sich dann noch geändert. Und da hat es angefangen mit Musik machen? Ja, also die Beatles haben praktisch, soll man sagen, Winnetou abgelöst. So. Und die Beatles, das muss man mal einmal hier erwähnen, die haben Sie abgelöst. Ja. Genau. Sie hatten nämlich 13 Alben auf der Platz 1 der deutschen Albumscharts und die Beatles nur 12. Ja, ich muss ja aber in Schutz nehmen, die haben ja auch nur 8 Jahre Zeit gehabt dafür. Aber übrigens, bei uns in Deutschland haben die Toten Hosen jetzt nachgezogen. Haben Sie? Mit einem Album, auf dem ich auch ein Stück singe. Okay, das passt doch dann wunderbar. Wofür Sie sehr bekannt sind, Herr Niedecken, schon immer, ist, dass Sie sich politisch zu Wort melden und engagiert sind. Wann kam so das Gefühl, kam das mit dem Erfolg, mit dem Bekanntsein, dass Sie das Gefühl hatten, das bringt Verantwortung, jetzt muss ich mich äußern? Ich war immer ein politischer Mensch. Also von dem Moment an, wo wir dann in einem Jugendzentrum die Bilder gesehen haben über einen Film über die Befreiung der Konzentrationslager. Von dem Moment an war ich politisiert. Das hat mein Vater mitgemacht. Und das ging dann auch die Auseinandersetzung mit meinem Vater los. Also die kennt jeder mittlerweile die Bilder, wo die Planierraupen die Leichenberger wegschieben. Ja. Das hat mich sowas von getroffen, dass ich von da an gesagt habe, sowas will ich nie wieder haben und ich muss mich selber politisch informieren, ich muss wissen, was läuft und natürlich der Vietnamkrieg hat uns natürlich auch politisiert. Also die Menschen in meiner Generation sind hauptsächlich durch den Vietnamkrieg politisiert worden. Das hat sich auch nie mal geändert. Politik interessiert mich und ich schreibe ja Songs über das, was mich interessiert. Gab es auch mal Kritik für, aber Sie hatten nie Scheu davor? Nee. Und man kann sich auch schon mal irren übrigens. Irren ist menschlich. Man kann auch schon mal Einstellungen revidieren, wo man sagt, gut, da gibt es Argumente für, wieso sich die Zeit mittlerweile geändert hat und man muss dann neu drüber nachdenken. Man muss immer wieder jeden Tag neu über alles, was uns betrifft, nachdenken. Sind auch ausgezeichnet worden, zum Beispiel mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Gestern Abend gab es was Besonderes in Tiefenthal hier bei uns. Da wurde eine Bronzebüste von Ihnen gemacht. Da haben wir Bilder von, waren wir dabei. Ja. Das ist auch nochmal was Besonderes, sich dann so zu sehen? Ja, da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinde zugekommen. Mich hat jemand gefragt, ob ich Lust hätte, sowas zu machen mit einem wirklich sehr tollen Künstler aus Darmstadt. Mich da praktisch so porträtieren zu lassen. Erst wird er da mit Ton geformt und dann wird dann abgegossen. Und ich habe mich darauf eingelassen, das war im vorigen November. Und das war verblüffend. Also ich habe ja selber Kunst studiert und kenne mich eigentlich ganz gut aus damit. Aber so eine Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Also was kann jetzt noch kommen? Eine Büste, Auszeichnung, Jubiläumskonzert, Jubiläumstour. Was kommt noch, Herr Niedecken? Also keine Ahnung. Also einfach immer sich eins aus dem anderen entwickeln lassen, wie ich das am Anfang gemacht habe. Das wird auch weiter so gehen. Also ich werde keine 4-Jahrespläne aufstellen. Die funktionieren schon im Sozialismus nicht. Ich gucke mal, was ich kann und was ich mir zutraue, ob meine Konzentrationsfähigkeit reicht. Auch meine Physis noch reicht. Ja. Und dann muss ich dann selber irgendwann sagen, okay, ist jetzt mal gut. Wenn ich es nicht merke, werden es mir meine 3 Damen sagen. Also meine Töchter und meine Frau, die werden das schon sagen. Ist jetzt mal gut, Papa. Vielen Dank. Aber wer Sie noch sehen will, kann Sie dieses Jahr noch sehen. Auf jeden Sie sind Fall. November in Trier, im Dezember in Frankfurt am Main und in Mannheim nochmal auf Tour. Für Frankfurt und Mannheim gibt es noch Karten, müssen wir da sagen. Da wünsche ich viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen Dank, es war mir ein Fest.